Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig im verlassenen Tempel, hier wunderschön beim Lagerfeuer in der Haupthalle noch. Oder wir sind doch noch, ja, kurz noch der Haupthalle. Das sind auf jeden Fall wieder ein paar weitere Kultisten, die auf uns warten. Der Gang war Eichstätz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von letzter Woche, wo ich gezockt habe. Dann wollen wir doch mal weiter. Auf jeden Fall stehen die Knetköp hier an Balliste rum. Weswegen ich glaube, ich denke, dass wir die mal ein bisschen tanzen lassen. Und dann jagen wir ne gleich noch ein Inferno hinterher. So, der hat Falle entdeckt. Die wurden natürlich prompt Nee, noch nicht ausgelöst. Stan, geh weg. Mehrere Falle entdeckt. Okay, lassen wir Stan hier mal drüber gehen. Tellereise liegen hier noch rum. Gehen wir auch mal ein bisschen raus. Und dann gibt es auch einen Eissturm hinterher. So, Seppel. Tellereise. Mach das mal weg. Das Ding gibt gute Erfahrungspunkte. Die ist auch entschärft. Hervorragend. Genau, da war das nächste und da ist noch ein Stolperdraht. So, jetzt sehe ich schon gar nicht mehr, wo unser Gegner sind. Ah, dahinter steht noch ein einzelner Typ. Und noch ein bisschen Lebensenergie abgezwackt. Stan, der Dummkopf, rennt natürlich volle Kanne durch die Falle durch. Dummkopf. Da warten wir jetzt, bis der ganze Kruscht hier rum ist. Alles klar. Dann stehen da noch ein paar Teller Eise rum. Und das schnappst du dir, während wir plündern. Ja, schwacher Geisterbalsam. Das ist so ein Quatsch, den wir gleich wieder fortschmeißen können. Weil ich glaube, beim Endboss kriegen wir hier durchaus schönere Sachen noch, die wir mitnehmen sollten. Okay, das war's aber eigentlich, ne? Balliste haben wir sonst nur. Ui, 45 Erfahrungspunkte. Das gibt mehr, als tatsächlich die Gegner bringen. Aber so wie es aussieht, haben wir hier nochmal 2 Korridore, die hier abgehen. Oh, hier wird nochmal gespeichert. Aschegeist. Gut, dann frieren wir dich mal ein, du Knetkopf. Was lauert da noch? Kultister. Vielleicht kommen die noch reingestürmt. Aber ja, wen wundert's, dass hier, wo die heilige Asche von Andraste aufbewahrt wird, dass hier Aschegeister rumschwirren. Ah, das sind schon die Nächste. Hi, diddly ho. Euch zünden wir noch gleich mal an. So, diese Bogenschütze möchte ich eigentlich mal so schnell wie möglich weghaben. So. Schock nochmal verdient 2. Und dann steht da noch ein Magier rum. Das gefällt mir nicht. Ja, genau, wegen solche Geschichte gefällt mir das nicht. Machen wir Gruppenheilung, Morrigan. Sehr schön. Okay, hat der Geist noch irgendwas? Ne, der hat natürlich nichts hinterlassen. Ist so klar. Die eiserne Truhe enthält eisernes Zeug. Ne, fast. Alte Elfenhandschuhe aus Viridium. Feuerpfeil. Ja, ein einzelner. Naja. Lässt sich verkaufen, das Zeug. Ja, hier sind diverse Urner. Wahrscheinlich auch eine Statue oder, ja, noch so eine kleine Statue von Andraste. Stellt sich die Wahl, zuerst noch links oder noch rechts gehe. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Das sieht aus, als würde es hier ins Leere verlaufen. Wir gehen zuerst also mal in die Richtung, wobei das absolut identisch aufgebaut zu sein scheint. Aber irgendwo geht es wahrscheinlich weiter, ne? Ja, hier gibt es auch nochmal Kultisten, Magier. Wir lassen Saffron erstmal immer ein bisschen drüber gucken. Ja, dass der sagt hier, it's a trap. Und ah ja, da ist ein einzelne Kultistenmagier.
Ja, das machen wir doch gleich mal so und so. Ja, das wäre zu schwer gewesen. Natürlich sind nur noch Aschegeister, ne? Ist ja logisch. Aber die Magier sind meistens die größere Gefahr. Okay. Das sieht doch soweit eigentlich alles ganz ordentlich aus. Da gibt's Treppe. Nee, doch nicht. Sah aus, als wären hier Treppe. Doch. Da gehen Treppe ab. Ja, das... Ah, okay, das geht wahrscheinlich beides hoch. Allerdings wird mir hier Gebiet angezeigt, so wie hier. Wir gucken es uns an. Ups. Geist in der Truhe. Sozusagen Ghost in the Shell. Der war flach. Ich weiß. Der haben wir den nächste. Oh, da kommt plötzlich noch einer. Drecksäckel. Und da hockt wahrscheinlich der Overgeist drin, wenn das geknackt werden muss. Nee, ein Streitkolber aus rotem Stahl. Fast genauso schlecht. Okay, und... Na, komm raus. Ja, sind sogar zwei eingesperrt. Der Overgoscher Aschegeist und der stinknormale Dienergeist. Das sind zwei Overgoscher-Geister. Da die glücklicherweise ganz gut stehen, könnte man die einfrieren. Jo, das hat geklappt. Hervorragend. Und die geben auch ordentlich Erfahrungspunkte, die Knaber. Na, was schimmelt hier noch rum? Aber Moment, war hier noch irgendwas? Gerade mal gucken. Ne, da war nix. Nur dekoratives Zeug, was ich nicht plündern kann. Okay, Knetköp Ahoi. Also kriegen die Knetköp erst einmal einen Feuerball. Viel Spaß. Die hat zumindest umgefetzt und die gleich hinterher. So, die darfst denn gleich mal so platt machen. Und du hörst Morrigan, yo. Perfekt. Schwacher Wundumschlag wird immer gern genommen. Steinsalbe ist Quatsch, nehmen wir trotzdem mit. Damit man später fortschmeißen kann, wenn sie es als unnütz rausstellt. Geld ist immer das Beste. Wahrscheinlich hat der Narr irgendeine religiöse Bedeutung. Das ist heilige Messerstecher aus der Seidegasse. Mit seinem Motto, so, heute mal in die falsche Gasse eingebogen, Pfeffersack. Lindwurmhort. Okay. Nehme ich mal so hier. Wir gehen aber natürlich auch noch auf die andere Seite. Wenn uns das auch zum Lindwurmhort führt, dann schauen wir mal. So. Schade ist nur, dass da anscheinend keine Gebietsmarkierung dafür ist. Ja, da ist er wieder, der heilige Messerstecher. Dann wieder zum Andraste-Schrein. Und hier wahrscheinlich exakt dasselbe Spielchen, oder? Ja, der heilige Bimbam wieder. Und der heilige Vorraum. Und dann geht's hier rein. Ach Gott, vor lauter Wiecht noch schier gekotzt. Da. Der war ein bisschen zu nah dran, habe ich das Gefühl. Na gut, komm schon. Den schnappen wir uns trotzdem. Magier sollten bei Gegnern nicht vorkommen. Die können nämlich viel Vierlefanz anrichten. Okay. Dann werden sie doch gleich mal geflattert, die Knabe. Lyriumtrank nehme ich auch. Nehme ich alles das Zeug. Ja, 23 Silber sind doch auch ganz gut. Da steht ein einzelner Magier mal wieder rum. Der wird wahrscheinlich noch auf... Warte, Fluch der Verwundbarkeit, stumm ich auch. Hier gibt es anscheinend keine Aschegeister. Frieren wir erstmal ein, boxen dann um. Doch, natürlich gibt es ja Aschegeister. War doch logisch.
Gut. Und eine Gesellenverlangsamungsrune. Nimm mal mit. So, was haben wir hier? Nix. Okay. Alles klar. Da sind wieder Kultis. So, dass alle was davor abkriegen. Umgeboxt. Und dann kriegst du noch einen Ketteblitz ab, weil du wischt bist. So, Britzel. Und natürlich gleich einmal ein Fall ausgelöst. Das ist sehr, sehr schade, weil das allesamt verschwendete EP sind. You called. Nö, eigentlich wollte ich den Typ flattern. As you wish. Genau. So wie ich es will. Kultisten Bogenschütze mit schwachem Wundumschlag. Genauso wie der. Ups. Hessarian, Magister and Archon of the Tevinter Imperium. It was he who ordered Andraste burned, if I remember. Ah. Okay, interessant. Das scheint dann wohl wirklich einer entsprechenden Symbolik zufolge, das Ganze. Wer hätte es auch gewundert beim Tempel. Lindwurmhort, ja, geht's ebenfalls hier. Na dann. Nehmen wir doch jetzt erstmal den kürzesten Weg, wenn wir schon direkt davor stehen, ne? Ui, 3x60 EP kriegt. Kultistenaufseher, Mensch, Hauptmann. Okay. Könnte lustig werden. Bevor wir da hier rennen. Da geht es anscheinend einfach wieder nur genau auf die andere Seite. Wir testen das mal kurz. Jo. Da kommen wir eigentlich exakt nur hier raus, alles klar. Deckt sich architektonisch mit dem anderen. Also. Jo, gehen wir doch da auf die Kultistenplünderer und Gedönseriche vor. Gegen die vor, nicht auf die vor. Die geht. So. Stecken sie dann. Okay, da steckt ein Kultistenaufseher noch mit dabei. Dann ist der Vereich. Viel Spaß dabei. Ein Inferno kriegt er auch noch. Ihr Säckler. Einen Schneesturm, weil es so schä ist. Und wenn ich darf, dann gibt es auch noch ein Gewitter. Dann haben wir nämlich die vollkommene Plage. So, jetzt stecken sie volle Kanne in der Elementarscheiße drin. So, damit du nicht wegrennst, Knetkopf. Oh, schade. Eigentlich wollte ich ein Ei frieren und dann ummoschen. So, da will einer noch zu mir. Autsch, der hat mich umgemoscht. Ja, das Seppel hat noch gut abgestochen. Ja, schick. Die verrecken alle nacheinander. Hervorragend. Schade, der Aufseher hat nichts. Nur das Fußvolk. Sehr schade. Aber okay, jetzt wissen wir Bescheid. Lindwurm, ne? Was das wohl heißt. Der war vielleicht zur Zeit von Andraste mal ein Lindwurm. Spoiler. Okay, große Statue von sehr wichtigen Leuten. Magierin von wichtigem Rang. Altehrwürdiger Magier. Ja, komm. Joink. Joink. Und dann bleibt ja nur noch der da übrig. Cool. Morrigan kriegt noch ihr Level up. Was machen wir dann? Du kriegst ein bisschen in Willenskraft und noch in Magie. Dann, meine liebe Morrigan, darfst du meisterhafte Kampfausbildung lernen. Dann kriegst du Wiederbelebung. Der Zaubernde belebt gefallene Verbündete in seiner Nähe wieder, befreit sie von Bewusstlosigkeit und stellt einen Teil ihrer Gesundheit wieder her. Perfekt. Was schmeißen wir dann dort dafür raus? Als ob du dich jemals in fliegende Schwarm verwandelt, Folgendes machen wir.
Zauber und Talente, Wiederbelebung. Das muss so sein. Ja, du hörst mal zu und du hast anscheinend auch gut gemacht. So, Holzkist gibt es auch noch aber drauf. Dort drin ist eine Axt aus rotem Stahl. Ja, ganz besonders wertvoll. Wie sieht es mit uns auch noch eigentlich mit Level aus? Das sieht zwar aus, als wäre Stan der Nächste. Und... Hoppala, jede Menge Plünderer wieder. Dann gibt es da begrüßen doch erstmal einen Feuerball, oder? Rums, da ging die Pfeife los. Und von dem können wir noch ein bisschen was kriegen, jawohl. Sehr schön. Das ging doch ziemlich flott von der Hand. Ja, der ist schon blitzartig zum Skelettverfaller. Und ab hier sind dann wieder natürlich gegrabene Höhler. Ja, sagen wir es mal so, ne? Das Loch spricht eigentlich eher für nur große Kreatur. Nee. Wir sollten vielleicht ein paar scheiß Dinger loswerden, die man irgendwie brauchen. Damit man dann später von dem Lindwürmchen ordentlich was abstauben können. So, 4 Slotplätze frei. Schauen wir mal. Hier geht es auf jeden Fall in natürliche Höhle wieder rein mit Stalaktite und Stalagmite. Ups, wir müssen vorsichtig sein gegen was. Drachenjunge, nett. Ja, sieht aus, als hätte das Lindwürmchen schon ein paar Würfe hinter sich. Und Drachehorte sind offensichtlich auch gut mit Falle ausgestattet. So, drohende Wetter. Ach, wenn man das schrecklich leid tut. Weil ich eigentlich Drache sehr gern mag. Oh. Das sieht aber aus, als wären das halt, männliche Drache, ne? In Dragon Age wurde ja wohl erklärt, dass männliche Drache Geflügel haben, dass es nur die weibliche Drache kriegen. Und die männliche Drache sind offenbar eher, ja, Clay-Kram. Die werden dann nicht besonders groß. Die nennt man dann Draco, wenn sie erwachsen sind. War das, glaube ich, ne? So, Seppel. Da hinten ist auch noch was. In Dragon Age sind Drache eigentlich auch eher mehr oder weniger Tiere. Und zwar, wenn sie erwachsen und alt sind, sehr intelligente Tiere, aber in Dragon Age kommen die leider nie über den Status von Tiere raus. Da ist man das irgendwie in Dungeons & Dragons erheblich sympathischer, wo Drache Kultur haben, Magie befähigt sind, hochintelligent, magisch hochbegabt und so weiter und so fort. Da sind sie mal in Dungeons & Dragons, Pathfinder und ähnliche Systeme deutlich sympathischer. Ja, die leben ja anscheinend hier mit der Drache zusammen. Ja, da kommen noch welche. Dann frieren wir doch gleich mal ein, der Kerl. Und... So, Umkauer. Ich weiß einfach nicht, ich kann im Fantasy irgendwie nicht so damit leben, dass Drache nur so eine Art Tier darstellen. Da muss ich sagen, bin ich halt stark geprägt von meiner Kindheit. Man muss dazu sagen, das erste Buch, was ich selbstständig gelesen habe, war der Hobbit. Und Smaug hat doch schon einen starken Eindruck hinterlassen, wie ich Drache sehe und am liebsten habe. Wobei das in Dungeons & Dragons halt auch nochmal richtig auf die Spitze getrieben wird, dass Drache wirklich mit irgendeiner Kultur und so weiter ausgestattet sind und nicht nur sehr starke Einzelgänger wie Smaug beispielsweise. Aber Herr der Ringe ist halt die Ur-Fantasy, muss man dazu sagen. Von daher, der hat sehr viel geprägt, was Fantasy und Verständnis von Fantasy angeht. So, Kultistenmarker, ja, auf den wollte ich, nicht auf den Drache. So. Halte mal das Gaul an. Ich friere mal doch gleich mal ein und hauen euch zum Matsch. Oh, sieht wohl aus, als wären da noch ein paar Drache hinter uns. So. Ach, die arme Drache.
aber es sind jede Menge da. Ich glaube, das wurde aber auch mal bei der Erklärung vorgelesen im Bestiarium hier in Dragon Age zu Drache, dass die jede Menge Junge an sich haben und nur die wenigsten es auch wirklich bis ins Erwachsenealter schaffen. Soldatenhelm aus Silberit. Was ist da noch? Ah, einfach nur entriegelt. Ja, und man kann erahnen, wieso. Die Drachen sind in etwa, ja, Pony groß, würde ich schon fast sagen. Und da sind ja auch die ganzen Eier von den Drache noch. Die Frostgipfelgebirge. Ja, dementsprechend, die werden halt zu viele geworfen. Fressen sich halt wie bekloppt durch alles durch und futtern, was das Zeug hält. Und ein paar schaffen es halt, erwachsen zu werden. Und diese erwachsene Drache haben wir ja auch schon gesehen. Die sind zwar groß, aber nicht riesengroß und haben Flügel. Wow, der war knapp. Und die männliche Drakos, die schaffen es wohl anscheinend nicht, größer zu werden als diese erwachsene Drache und haben dazu auch noch Geflügel. Das sind dann nur die weiblichen Exemplare. So. Hat sich doch schon mal gelohnt, einfach nochmal um die 80 EP abzustauben, die es ja noch gibt. Denn eine 2 Teller Eisen. Na dann. Immer weiter, ne? Wir haben nur noch ordentlich Kart vor uns. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es dann wieder rausgeht ins Freie. So viel hatte ich noch im Kopf dazu. Fürchte aber, dass wir das in der Episode nicht mehr hinkriegen könnten. Da wir ja auch schon ein paar Minuten vor Schluss sind. Die Höhle werden wir wohl noch hinkriegen. Allerdings, ja, den Raum vielleicht noch. Wenn du wieder so stark gekämpft wird. Moment, den Kerl da hinten will ich eigentlich erwischen. Komm schon. Gut, den Zauber hat es auch beenden können. Verunabbinden können, so rum. Ach ja, deutscher Sprach, schwerer Sprach. Moment. Oh, Bezauberung. Dieser geringe Zauber weckt die Aufmerksamkeit des Betrachters und lenkt. Oh, wie hübsch. Okay, das war alles. Da sammeln sich jetzt wieder die kleine Drache. Auf den Magier noch drauf. Alles klar. Dann hätten wir hier... Ach, ah, ne, das sind noch welche. Das sind noch kleine Drache. Tut mir eigentlich auch leid, ja. Da liegen noch die ganzen Rindviecher. Das werden wohl die Bürger aus Haven bringen. Vermute ich einfach mal. Dass die Bürger hier ihr Vieh der Drache durchaus opfern. Immer hier scheinen die wohl auch stark mit denen zusammenzuarbeiten. Die Drache dulden sie zumindest mal. Und wahrscheinlich auch, weil sie von gefüttert werden. Schweine, Rinder. Hier liegt so ziemlich alles rum, was Spaß macht und Fett macht. Okay, da gabelt sich der Weg. Schauen wir mal, wo wir dann hier hinkommen. Knö, dö, 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 dö. Hey. Kultisten, Meuchelmörder, ich glaube es hackt. Die sind auch noch relativ gut, die Knaber. Dann habe ich dich. Okay, ja, das sind Meuchler, eindeutig. Wie der Name schon interessanterweise verrät. Gut, damit hätten wir beide Meuchler. Ui, ein Gold und 33 Silber. Lecco mio. Das ist aber ordentlich. Das war gutes Geld. Sudele. Da geht's anscheinend auch nochmal weiter. Das könnte sich hier verbinden. Ich mag nur nochmal ganz schnell hier reingucken. Einfach nur, wohin das führt. Geht wohl in was Größeres rein, ne? Ja, sieht so aus. Da lauern auch schon wieder Kultisten. Tja, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier mein Cut.
Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir weiter die Höhle erkunden werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.